Herzlich willkommen zusammen. In diesem Video würde ich euch sehr gerne zeigen, wie jetzt so die sardische Sprache klingt. Wie erwähnt, ich bin in dieser Stadt geboren, aufgewachsen, von daher reden wir über den Dialekt aus dem Campidano, so heißt die Gegend, wo dieser Dialekt gesprochen wird. Die Hauptstadt hier haben wir Oristano, auf Sardisch Aristaisi. Man schreibt Aristanis, wir sprechen es anders aus, und zwar Aristaisi. Das N fällt weg, wie oft in den Wörtern, für uns in dem Campidano, und haben meistens immer ein Vokal am Ende. Ich würde euch sehr gerne jetzt einen Text vorlesen. Der Text oder in dem Text geht es um eine Familie. Die Familie kauft sich ein Haus neben dem Strand. Der Strand in den Bildern ist ein Strand auch in der Nähe von Oristano, Isarutas. Isarutas kennt jemand von euch. Sehr berühmt bei uns und nicht nur bei uns, also überall in Sardinien. Der Sand oder den Sand, den man hier finden kann, ist natürlich wunderschön. Und dafür ist der Strand natürlich auch bekannt. Es kann jetzt losgehen dann. Eu subigau sa domu noji da passada e moi andau su sa prima volta ad abbi ca eu subigau iscraisi. Sa domu esti manna meda tene di tres aposentus, una cucina manna e sa cottilla cu matta meda. Teneus giai a fabbrica, oia, aja e zippiri. Non teneus luci in domu, in saras andaus anti de su scuricatroju ca si nuncas non bideu nudda. Veneis a brandi grasi. So, meine Absicht wäre jetzt einfach nur diesen Text zu übersetzen, damit ihr auch versteht, um was überhaupt geht. Dann würde ich euch sehr gerne den Unterschied zwischen Sardisch und Italienisch zeigen. Zu Deutsch, wir haben das neue Haus gekauft. Wir fahren jetzt hin nach der Schlüsselübergabe. Das Haus ist sehr, sehr groß, hat 3 große Zimmer, eine Küche und einen Hof mit sehr vielen Bäumen. Wir haben bereits Basilikum in dem Hof, Olivenbäume, Weintraube und Rosmarin. Derzeit haben wir leider kein Licht oder keinen Strom zu Hause. Von daher würden wir jetzt gleich gehen oder hinfahren, bevor es dunkel wird. Kommt ihr morgen zum Mittag? Das wäre der Test. Welche Merkmale oder wo ist der Unterschied zwischen Sardisch und Italienisch? Das wäre einfach nur der Sinn der Sache. Ich würde euch einfach nur gerne für diejenigen, die auch noch nicht mal gehört haben, dass überhaupt Sardinien eine eigene Sprache besitzt, worin oder woran besteht der Unterschied zwischen Sardisch und Italienisch? Können wir oder können Italiener Sardisch verstehen? Das versuchen wir dann jetzt herauszufinden. Ich lese etwas langsamer vor. Eu subigau sa domu noji da passada e moi andau so sa prima volta da biga eu subigau iscraisi. Der Satz klingt auf Italienisch wie folgt: Abbiamo comprato la casa nuova la scorsa settimana e ora andiamo a vederla visto che abbiamo le chiavi. Ich wiederhole mal. Abbiamo comprato la casa nuova la scorsa settimana e ora andiamo a vederla visto che abbiamo le chiavi. Fällt sofort auf, La Casa Nuova, das neue Haus, sagen wir sehr, sehr oft, wir Italiener, wenn wir an uns ein Haus oder eine Wohnung kaufen, wir sagen, wir haben uns ein neues Haus gekauft. Das sagen wir einfach nur so zu Deutsch, macht ja nicht so viel Sinn, aber ist so. La Casa Nuova klingt auf Sardisch Sa Domu Noa. Domo, das lateinische Wort für Haus. Ne? Die italienische Sprache hat ein anderes Wort entwickelt, Casa. Wir benutzen immer noch das lateinische Wort Domo. Das sprechen wir aber etwas härter aus, und zwar Domo. Aber
Es ist ja schlichtweg einfach nur Sardomo gemeint. La settimana scorsa auf Italienisch klingt auf Sardisch Gida passata. Gida, Settimana auf Italienisch, heißt Woche. Und da kann man sofort auch erkennen, das X, was die lateinische Sprache auch bezeichnet. Wir behalten diese Buchstaben immer noch im Sardischen, aber nur in dem Dialekt aus dem Campidano. Andere Dialekte haben kein X mehr, dafür verwenden GH. Wir verwenden immer noch X, da wird aber anders ausgesprochen. Also nicht mehr X, sondern J. Wenn man Russisch gelernt hat, kennt man vielleicht das Wort Muj, Moi Muj. Am Ende dieses Muj ist genauso für uns jetzt dann in dem Wort Gida. Ja? Im Moi andauso. Im Moi auf Italienisch ora, adesso. Wie bereits erwähnt, im Moi, wir schreiben im Moni. Das N wird aber nicht ausgesprochen, sehr oft in dem Wort. Es fällt aber nur aus. Ne? Zwei Vokalen folgen einander. Für uns, also unsere Sprache, unser Dialekt ist sehr weich. Durch 400 Jahre Katalanisch und Spanisch haben wir eine sehr weiche Aussprache. Andere Dialekten dagegen sind etwas härter in der Aussprache. Sa domo esti manna meda, teni tres aposentos o agugia manna e sa gotilla cum matta meda, de neuso già a fabbrica o iaja e zippiri. Auf Italienisch, la casa è molto grande, ha 3 stanze, una cucina grande e il cortile con parecchi alberi. Abbiamo addirittura olivi, basilico, uva e rosmarino. Uva, Weintraube, uva, italienisch, sardisch aja und dann treffen wir nochmal unser X. Aja. Zippiri, Rosmarin. Zippiri ist ein uraltes Wort, stammt aus dem Punisch, also vor der römischen Zeit sogar, ein 3000 Jahre altes Wort, laut Max Leopold Wagner, der berühmte Sprachwissenschaftler. Weiter, non teneus lugi in domo in sala sandauso anti de scuriga droju gassi nunca snobideo nudda. Benis a prandi grasi? Auf Italienisch, non abbiamo luce in casa ed andiamo prima del tramonto. Venite a pranzo domani. No teneus luci in domo. Non abbiamo luce in casa. Wir haben kein Licht zu Hause. Kein Strom ist jetzt damit gemeint. Luci, nochmal, so ein komisches Wort, das lateinische Wort lux für Licht, für uns im Campidano. Immer das gleiche Wort, wenn man das kann man sofort erkennen, aber die Aussprache hat sich dann eben geändert. Also X ist für uns J und ein Vokal am Ende. Ansonsten würde das Wort auf J enden. Das würde uns nicht gefallen. Also Lugi. Andere Dialekten in Sardinien, wie bereits erwähnt, haben dann GH anstatt X mittlerweile. Und das würde jetzt Luge oder Lugi klingen. Ne? Lugi in domo. Noch ein Wort als Beispiel. Das Wort Sonnenuntergang, tramonto auf Italienisch, tramonto, ist für uns auf Sardisch scurigadrojo, scurigadrojo. Das Wort Sonnenaufgang auf Italienisch sehr schön und sehr romantisch, alba, l'alba, ist für uns auf Sardisch obrescidrojo, obrescidrojo, Italienisch alba. Also Deutschen sind immer sehr begeistert, wie schön es auch Italienisch klingt. Ja, Sardisch klingt ganz anders. Also da, ist natürlich jetzt keine wunderschöne Aussprache mehr, so wie es Italienisch und so weiter. Noch am Ende, Benesa prandi grasi. Venite a pranzo domani, also kommt hier zum Mittag morgen. Da für diejenigen, die Latein gelernt haben, die werden gleich erkennen, das Wort für morgen auf Latein cras. Italienisch hat sich weiterentwickelt und benutzt ein anderes Wort, also domani. Wir benutzen immer noch das lateinische Wort, aber mit einem
I am Ende. Ne? Krasi. Gras ist dann Krasi geworden. Also, wenn man etwas Latein gelernt hat, kann man es vielleicht nicht verstehen, weil wir natürlich es so irgendwie komisch aussprechen und wir natürlich auch dementsprechend schnell reden. Aber wenn man so einen Text liest, paar Wörter mit Hilfe der lateinischen Sprache könnte man schon verstehen. Das war jetzt ein ganz einfaches Video und der Zweck oder der Sinn der Sache war einfach nur, euch die sardische Sprache vorzustellen. Wie gesagt, der Dialekt war jetzt Campidanese gemeint. Ich kann nur meinen eigenen Dialekt, andere Dialekt kann ich leider nicht. Sind für mich selbst auch zu schwer. Falls ihr Fragen habt, sehr, sehr gerne dafür bitte mir diese E-Mail-Adresse verwenden und werde mit Sicherheit antworten. Vielen lieben Dank.